willkommen bei WASD ugespielt. Das kann man mit Bioshock Infinite. Das ist PlayStation 3. Ich schon der PlayStation 3. Ich schon für die Xbox. Du hast für die Xbox, wir hatten nicht so Rakrit für die PlayStation, du für die heute schon für die Xbox geholt, weil hier ja echt da ein Xbox-Spieler ist. Ja. Und ich habe ein interessantes Interview über das Spiel gelesen bei Spiegel, ja. Und zwar den Spiel gemacht, der Kevin Levine. Den hat schon ein paar interessante Sachen rausgepickt aus dem Interview. Ja. Zum Beispiel die Elisabeth, das ist ja Co-Equipe hier vom Spiel. Genau. Ja, das hat 95% AI. Also das ist das Intelligenz. Ja, das könnte gescriptet oder so. Das 95% das eben beholen. Ich meine, Elisabeth ist ja auch eigentlich am Bioshock von den Schlüsselfiguren. Ja, klar. Die 3 Frauen, die dem Elisabeth eigentlich Leben angehaucht haben. Eine für die Bewegung, eine die ganze Mimik und eine die Stimme. Also ich meine, Elisabeth ist wirklich etwas, wo sie ganz viel darunter geschafft hat. Doch wirklich ein großer Bestandteil von der Story am Ende. Ja, ja. Ne, zum Beispiel den Ken wird gesagt, dass hier beim Spielen Molenka, also Elisabeth von Spiel seid ihr nicht so oft, hat verstoppt sich immer, wenn Gegner kommen und so. Und ich gesehen doch einem Heinz du so am Blickwinkel, und hinter am Blickwinkel eben gesehen, wie hat sich so die Hand für den Mund gehalten hört, wie so ein Keuschen zu der Drecke. Weil und Kill Bill, weißt du, wo die Japaner für den Manga geht. Und das ist auch so ja, ungefähr so. Weil hat du in der Drecke will Gage den Eck kommen und du so auch die Ken Levine so du wie selber überrascht gewesen über seine eigene Schöpfung. Das hat so reagieren. Ja. Ich bin dann froh, dass der Ken Levine Familie am Avril bestimmt. Das muss aber unbedingt recherchieren. Das ist ernst, das ist komplett ernst, das Geschichte. Am März, ja, das ist mal ja. Es hat ja keinen Sinn. Ja, und Elisabeth möchte ja so Riss, also das Multiversum, möchte so Riss ab, und du hast so einen Nerd-Gag angebaut. Das haben nämlich am Interview gesagt, das ist schon gespielt, mit das mir selber nicht abgefallen. Ja. Aber du hast einen Nerd-Gag angebaut, und zwar an dem alternativen Paris, du lebst am Kino gerade den Film Revenge of the Jedi. Ja. Und so sollte nämlich George Lucas sein Film ursprünglich schächen, den dritten Star Wars, und so hat einfach als Gag so angebaut. Okay, das ist mir auch nicht abgefallen, du hast bestimmt doch gespielt. Und das schon gespielt, aber es sind logisch für den Chef, also für die First Lady. Ja, es ist schon ein bisschen weit. Und schon aber die Risse, nee, du, tatsächlicherweise, wo ich mich daran erinnere, den ersten Riss, den hat möcht oben an dem Turm, als für Paris. Ja. Weil hat ja auch den Eiffelturm gemalt und dann noch wirklich den ersten Riss als wirklich Paris. Also du könnt da noch ein Bus oder ein Camion abbinden. Mit der Gag kann ich wirklich leider nicht noch nicht gekriegt. Aber ich denke, gehen wir mal als Spieler ran. Das ist ja schon ein bisschen weit. Ich muss heute Elisabeth noch laufen, wieder drin zu kriegen. Dann schenken wir einfach mal da ran. Ne? Dann mal das Spiel fortsetzen. Voilà. Du gesagt noch schon, dass du das gerade so rasch gemacht, wo ganze Zucht da durch können. Weil hat lief mir fort, hat du gerade ein Problem mit mir, ne? Ein bisschen Streit. Und, ja, oh. Das ist natürlich, aber der letzte Riss natürlich so. Dann muss ich kurz sagen. Es muss einen anderen Weg geben. Wenn du nach Ton hört, dann muss ich nicht ganz kurz denken. Ja, weil dann so direkt kann ich mal gucken, wo ich muss hingehen. Genau, das war ja eigentlich Pfeiltaste. Also du hast ja Kreuz, du musst nur Ohren drücken. Da seid ihr ein bisschen, wo ihr hingeht. Das ist an den letzten Spieler, die rauskommen. Ja, das ist schon ein Hölle. Und ja, ich kann in dem Tag, das ist wie Munition. Ja, am ersten und am zweiten Bioshock. Ja. Also mir ist aufgefallen, dass eigentlich der Bioshock sich in dem Sinne eigentlich wirklich treu geblieben hat. Außer die Grafik, die wirklich phänomenal ging als nach dem Bioshock. Das fand ich relativ schnell zurecht. Außer dass ich so wie ich kirische Konsolero, ich habe ein Problem beim Zielen. Aber sonst ist es wirklich dieselbe Steuerung, dieselbe Momente. Und dann kann wo ich kann auf China sprechen. Skyline-Regelung, ja. Und dann kann ich finden, du so nach und dann fallen ja die Diversiv. Ja, ich gesehen, du hast dieselbe Probleme als du. Ja, du hast Cage war. Ich kann direkt so hochspringen auf den Zack. Und da fliegen wir ja. Natürlich auch die Special Abilities, die links am Bild seid.
Ja, aber Ja, mal. du hummer ja schon mal, dass du Fee die Blitzer verscheißt. Die können noch andere Nummer. Genau, wenn sie lang innen auf den, was ist denn, L2, ja? Ja, ja. Ja. L2 direkt dann kriegst du ein Menü, mal das mal so, mal lang L2. Ja, das Voilà. spielt mal lecker. Hat mir ganz gut gefällt, als in Leitland Flucht hier, wenn ich Ja, von Delo der mal. Braunkohl, den hast du wirklich, das ist wirklich witzig. Ja. Zack. Das Ja. am flotsten das das, was ich für den Raben wünschen, oder die Raben du entgehen Ja, ja. mit dem Sachstuhl umreck, weil die verwandeln sich einfach dem Moment der Kurven und dann kannst du viel darüber scheiße, wie du willst, geschieht eigentlich. Oh, was steht da? Ja, Oh, alle können die ganz schön. So kriegen sie eigentlich am Basten. Ja, also haben das nachher. Also Kampf sie wirklich flott genäht. Die Gegner lebt auch auf Platz, wo sich eigentlich stellen, dass wir hatten da wacht wird. Die Gegner sind alles aus der Dumm. Den, ich mich ganz vergessen, wo ihn die Waffe ist. Auf der anderen Seite. Ja. Alle, ja, Ah, ja, alle fuck. R2, pardon. Ja. Ja, also ich als PC-Spieler muss dem Consolero halt so wie es funktioniert. Ja, Auf jeden Fall, wie gesagt, das war fit und ein anderes Spiel gespielt haben. ja. Auf jeden Fall KI von den Gegner, künstliche Intelligenz, ist wirklich bei dem Spiel extrem ausgereift. Gegner machen Sachen, die nicht direkt gang. Da kann ich zum Beispiel mit den Robotern oder alles, was maschinell ist, kann in dem Moment interagieren, gut machen, auch für sich benutzen, zum Beispiel Maschinengewehre mit enger spezieller Wind da schießen sie auf einen Gegner und nicht auf ihn selber. Das halt einfach nur eine kurze Zeit hin und dann schießen sie am Ende ja auf ihn drüber. Also schon gut, weil ihn dann die Touraten, also die Roboter, die wir schießen, die man einfach guckt, wie aufzuklippen. Dann hast du auch verschiedene so Hybriden zwischen Menschen und mechanischen Dingen, die jetzt sind die mit den Flammen. Ich war schon mal erschreckt, wie sie auf eine Stuhl kommen sind. Und eine Stuhl wirklich alles für mich gehen für nichts zerstört. Ich pack mal dann halber. Da kommen wir bei dem mal. So. Shotgun ist eigentlich flott. Also Ja, Shotgun das geht radikal, zack. was ich ganz wenig bis benutzt tun als Scharfschützegewehr. Ja, das benutze ich auch ganz viel. Ich Hat- finde das wirklich gerne. Ja, also ich fand für mich aus der Karabiner die beste Waffe. Also ich So, wirklich. wo hat die Elisabeth retten? Ich weiß auch nicht, wo das Denk mal noch einmal gekreizt, das ist eigentlich vielleicht auch vorhin hin ist. Ja, weiß ich. Jo. Hey, ruf. Ja, muss ich kurz spannend. Ich weiß nicht, kommt direkt. Nee, weiß schon, hey, du musst schon. Ich muss sagen, das Schiff, du. Nee, weißt du erlascht. Ah, du, hopp. Voilà, dann sollst du wahrscheinlich so Okay. hin. Hat Elisabeth. Wir schauen nicht, wo man genau hin muss. Ich weiß nicht, Voilà. Voilà. Wahrscheinlich durch. Für die hier lang ist immer Ja. Platzen, die atemberaubend sind. Ah, ja. Ah, voilà. Voilà. Du tut den relativ viel Waffen eigentlich am Spiel. So. Ja. Was ich flott fand, ist, dass sie wirklich schon 2 Waffen kann. Das ist nicht so. Was ich mich Ja. schon Half-Life früher erinnere, wie viele Waffen hat denn du? Keine Ich meine, Ahnung. ein gut 13 oder Du fragst dich nicht so, wie den Held ausgesehen von den Logik, Ja. nicht an der Ego-Shooter. So wie Walking Dead, der Rick, den man Pferd, aber Seesack voller Waffen. Ja. Ja! Oh, was ist los, Leute? Und look at den Handyman. Die Voilà, look at den Handyman. Die ist ja die ganze am Anfang gegangen. Ja. Hast du noch gut mal denken, oder hast du Äh, die sieht gut aus. nee, natürlich. Den Handyman fand ich eigentlich relativ Ja, das ist echt gut mit dem Handyman. Ja. Oh. Was kann ich noch zu Bioshock so? Das eigentlich actionreich. An die Das- Rollenspielelemente an der Fälle Ja, ja, doch. und dann Dann wird das Element von Freier in Amerika, also den Washington ist dran, der Jefferson ist dran. und geht um Rassismus, also Sachen. Ja, an so Sachen. Also das wirklich 1912. Columbia ist nicht ein Staat, wie man gewinnt sind, wie eigentlich ein Staat oder ein Staat über die Wolke mit einem absoluten schwarzen Haser mit einem langen Bart, den du als Gottheit neben den anderen USA-Gründer eigentlich gesehen hast. Das heißt, am Spiel fallen noch immer Elemente, zum Beispiel ganz am Anfang, wo ihn dann ein Liebeskoppel trifft, die sollen dann mal Baseballball gestangelt gehen,
weil sie eben die Rassentrennung nicht anhalen, die wirklich schwer an dem USA auch im Moment hat. Also das schon teilweise ein bisschen brisant, da kriegt noch der Matte, kriegt noch Merci von den Leuten. Das wirklich flott gemacht. Also die Story hatte mal, das stimmt, du den Skript hat 20.000 mehr Wörter wie alle anderen Novellen. Also, das schon, also die Story ist wirklich riesig. Die Bewegung von Elisabeth hat immer so komisch. Und wenn noch gemerkt hat, sein Krieg geht auch um die Knaschte, schon nicht zerfatzt. Das ist mir zum Beispiel runtergefallen gewesen. Doch, von es am Anfang hat, Dreck hast du nicht wie halb blut, den hast du halb Sprung. Das ist schon echt gering. Das ist die andere Möglichkeit. Ja. Ja, das ist natürlich, das ist wirklich viele Sachen gebaut, weil ich so auf den nächsten Kleine Detailer, ja. Ich meine, das Spiel hat auf jeden Fall verdient den 98% Wertung gekriegt. Ich tippe darüber, dass es aber gut 40 Stunden Spielspaß wird generieren. Wir hatten auf Facebook ein bisschen gefreut über Meinungen. Ich meine, viele Leute die schon durch und zuletzt durch leider. Entweder eine große Heldin oder eine üble Voilà, soweit. Schurkin, je Schon nachdem, doch wer recht von ihr seit spricht. dem Sonntag. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Wir hatten leider nie lang. Und es ist natürlich direkt drauf hängen geblieben. Direkt 6 Stunden haben wir gespielt. Ich hatte auch 4 bis 5 Stunden gespielt. Und das beweist schon, dass es ein gutes Spiel ist. Und ich denke mal, dass wir relativ alles gewiesen haben. Also auf jeden Fall hat Elisabeth gerettet. Ja. Das war ja die Mission, die wir im Moment hatten. Ja, nun geht es von Man hat bewegt sich gerade ganz ständig. Ja. Ich wollte ja richtig Sonntag gekauft, spielen zum Glück fand Geschäft darauf. Ja, schon seit letzter Woche. Ich habe leider keine Zeit für direkt dran. Ich schon noch richtig Sonntag eigentlich. Stunde Angefangen. phänomenal 4 Stunden mit dem Spiel. Ja, ich schon direkt 6 Stunden. Es sind einfach direkt drauf hängen geblieben. Also das kein Spiel, wo ihr seht, ich spiele muss ja eine halbe Stunde. Das geht manchmal bei Bioshock. Bei Bioshock ist so ein Spiel, wo ihr so Schienen setzt und dann so spielen ich mal 2-3 Stunden. Ja, voilà. Also ich denke, auf jeden Fall, das Spiel als Ball, etwas, was ihr sollt aus einer Spielsammlung haben. Egal ob du für Playstation, für Xbox oder für PC hast, aber auf jeden Fall, es soll das da wert. es soll den sich kaufen. Das all Euro da wert. Genau. Voilà. Das war ein volle Schwersee gespielt mit Bioshock. Und wir bereden uns nächstes Jahr. Und bis die nächste Woche. Salut. Ciao.